Take 2. Hoi Leute, ich bin heute im Fernsehen und zwar durfte ich bei den Swiss Social Videos Award mitmachen und was ich dort so erlebt habe, das würde ich euch heute ein bisschen erzählen. Wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich ja vor ein paar Monaten bei der Google in einem Workshop und dort haben wir unter anderem auch eine Selektion gemacht von den besten YouTube-Videos vom letzten Jahr. Also sprich, wir Teilnehmer von dem Workshop sind die Jury gewesen, wo die besten Videos vom Jahr 2017 vorselektiert haben und ihr habt das sicher mitbekommen, ihr könnt über die letzten Monate bei SRF oder Blick am Abend abstimmen, welches Video denn euer Favorit war und die Gewinner von eurer Abstimmung sind dann an den Swiss Social Videos Awards gekürt worden und ich durfte dabei sein. Ich bin eigentlich nur als Zuschauer eingeladen worden und habe eigentlich mir nicht viel von dem Tag erwartet, darum habe ich gedacht, ja komm, ich nehme mal die Vlogcam mit und schaue mal, was passiert, vielleicht gibt es etwas Interessantes. Das Ganze hat relativ gemütlich angefangen, wir haben uns alle zum Apero getroffen und ich habe wieder mal ein paar wirklich tolle Schweizer YouTube-Kollegen treffen. Und man hat sich ein bisschen austauscht, man hat ein paar neue Gesichter gesehen, zum Beispiel Change Moments, die vorher noch nie etwas mit dieser ganzen YouTube-Schweiz-Szene zu tun hatten, sind plötzlich im Mittelpunkt gestanden und ich glaube, für die war alles ein bisschen neu gewesen. Es war echt cool gewesen, mal so Leute zu treffen, die halt überhaupt noch nicht auf dem Radar sind von den Leuten, die halt sich ein bisschen mit YouTube Schweiz auskennen. Und ja, man hat gegessen, man hat es lustig gehabt und dann irgendwann bin ich angesprochen worden, ob ich Lust hätte, noch als interviewt zu werden. Ich habe gedacht so, okay, why not? Und es hat dann so geändert, dass ich plötzlich nicht mehr im Publikum war, sondern durfte mit der Schweizkiste und dem Mark Galaxy zusammen an einem Tisch sitzen und das ganze Geschehen von dieser Swiss Social Video Awards ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich bin dann auch nach meiner Meinung gefragt worden, was ich denn davon halte, dass die YouTube-Schweiz-Szene aktuell so gepusht wird. Und was ich dann geantwortet habe, das sehen wir jetzt hier. So wie bei jedem. Bei dir auch, Greenie, du machst auch Videos auf YouTube. Wie fühlst du dich in dieser Szene? Ist die Szene ein bisschen zu pusht, gerade am pusht werden mit allen Awards? Oder findest du es okay? Haben sie dir verdient? Hast du es verdient? Ich finde es voll okay, dass wir gerade aktuell ein bisschen gepusht werden, weil ich finde, viele von uns haben es verdient, dass die mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und einfach mal den Leuten zeigen können in der Schweiz, hey, es gibt YouTube Schweiz und wir können was. Genau, ihr steht alle in der Öffentlichkeit. Robin, du mit über 230'000 Follower. Für mich war der Abend recht speziell, nicht weil ich jetzt irgendwie interviewt worden bin, sondern einfach, weil ich mal in so einem richtig professionellen Fernsehstudio sein konnte. Und ich weiss nicht, wie es den anderen Teilnehmern gegangen ist, aber mein Blick ist sehr oft über Technik geschweift. Und wow, echt mega cooles Studio gehabt. Ich könnte jetzt darüber schwärmen, aber es interessiert euch genau nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist und was mich irgendwie ein bisschen erstaunt hat, ist, dass man nur mit 2 Kameras geschafft hat, plus eine GoPro. Da ist mir so hängen geblieben. Und vor allem, sie haben mit extrem simplen Mitteln gefilmt. Also sie haben einfach 2 Kameras gehabt, mit 2 Empfängern für Audio und 2 Handmikrofone. Es hat sonst eigentlich, so wie ich das gesehen habe, keine weiteren Tonaufnahmegeräte gegeben. Okay, ich hätte jetzt noch irgendwo ein dickes Mikrofon gehabt, um den Applaus von uns aufzunehmen. Aber ich bin mega erstaunt, mit was für simple Mitteln sie das produziert haben. So, nochmal zurück auf die eigentliche Show kommen. Ich habe die Show mega cool gefunden. Also ich finde, es ist etwas Cooles, etwas, was es noch nicht gegeben hat. Etwas, was ich, als jemand, der sich für die Schweizer YouTube-Szene und Social-Video-Szene interessiert, mega toll finde. Ein bisschen schade habe ich gefunden, dass 1, 2 von den nominierten Leute nicht anwesend sein können. Das ist natürlich immer sehr schade, wenn das passiert. Aber ist halt nun mal passiert und kann man nicht wirklich etwas ändern. Ich könnte jetzt nicht vorwegnehmen, wer gewonnen hat. Wenn ihr es schauen wollt, dann schaut doch das ganze Video von den Swiss Social Video Awards unten in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens muss ich noch ein ganz grosses Kompliment geben an die beiden Moderatoren von Unigag. Wirklich, ihr habt einen saugeilen Job gemacht. Wirklich, ich habe höchsten Respekt davon, wie ihr das moderiert habt. Ich wünschte, ich könnte das auch. Das war es eigentlich von meinem Abend im Schweizer Fernsehen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass ich im Schweizer Fernsehen war. Und danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn Bock hast, das Video zu sehen, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich freue mich, 2018 jetzt wieder anfangen, mehr Videos zu machen, weil ich habe jetzt endlich das TubeCon-Video Aftermovie so gut wie abgeschlossen. In dem Fall, merci. Wir sehen uns doch und jetzt Endcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.